Merci, Herr Präsident. An denen letzte Woche gouf ganz viel innerhalb von der Regierung über die ökonomische Entwicklung und Dusiedlung von neue Betrieber gestritten. War das nachhaltig? War das Rifkin-konform? Was bringt uns Arbeitsplätze? Aber wie soll die Arbeitsplätze besetzen? Gering Ministerin haben sich Wurtgefechte mit dem Wirtschaftsminister, mit dem LSAP-Wirtschaftsminister geliefert. An froh muss erlaubt sein und soll auch Gestalt gehen. Ist das wirklich echt gemengt, die Auseinandersetzung, oder ist es schon Teil von einem Wahlkampf? Spätestens nach dem Interview von letzte Freitag wissen wir, dass es Wahlkampf ist. Wir mengen noch, dass ein Scheindebatte ist und dass sich diese zwei Projekte ganz gut dafür eignen, für den Charakter von der Scheindebatte auf hier zu stellen, weil über diese zwei Projekte in der Öffentlichkeit ganz wenig öffentlich gestritten gehen ist. Herr Präsident, all wirtschaftliche Aktivität braucht Energie. Wenn die Energie nicht aus erneuerbaren Energiequellen kommt, ist diese Energie nicht nachhaltig. Und dann ist damit auch die ökonomische Aktivität nicht menschlich, auf jeden Fall nicht umweltpolitisch nachhaltig. Mit den zwei Akkorden, die Lützeburg mit Litauen und Estland aufschließt, kämpft die Regierung sich teilweise von ihren Obligationen an der Klimapolitik frei. Das kennen wir schon, dass das auch an denen früheren Jahren schon geschieht. Es handelt sich deshalb effektiv just um einen rein statistischen Transfer. Lützeburg kämpft also Zahlen aus dem litauischen und estnischen Energiebilanz. Was bedeutet das? Litauen und Estland, die mehr erneuerbare Energie produzieren, wie sie das aufgrund von den EU-Obligationen machen müssten, gehen den Überschuss, also mit ihren Beitrag zum Klimaschutz, und Lützeburg auf, für das mehr Männer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen, wie von der EU vorgesehen. Raus könnte den absoluten Minimum. Und dabei sind die EU-Obligationen auch nach weit hinter dem zurück, was nötig für den Klimawandel effektiver wirklich zu bekämpfen. Und davon ich auch kein Verstehst mich dafür, wenn den Herrn Aussage gemäht wird, dass Lützeburg nicht allein den Klimawandel bekämpfen könnte, was sicher als absolute Satz richtig ist, mir wo dann der Wirklichkeit so ausgesagt, dass wir noch immer europaweit ziemlich hanne sind und schließlich durchstellen. Herr Präsident, die Regierung möchte mit diesen zwei Projekten in den Klimaschutz zu einem Statistikexerzice, wo es für allem um Kostenoptimierung geht. Die erneuerbaren Energien sollen dementsprechend nämlich dort produziert gehen, wo sie am billigsten sind. Darum basiert zumindest der ganze EU-Energiemarché. Und das ist dieselbe Logik, die auch zur Delokalisierung von Betrieben führt. Und die Rechnung an uns falsch. Unabhängig davon, dass der Klimaschutz einem rein ökonomischen Kostenkalkül immer übergeordnet müsste sein, bietet den Ausbau von erneuerbaren Energien zu Lützeburg für allem auch Chancen. Es geben neue ökonomische Aktivitäten entstehen, neue Arbeitsplätze, und es besteht für allem eine Sensibilität für ökologische Fragen an der Population. Wenn in diese Entwicklungen mit berücksichtigen, da gibt den ökonomischen Kalkül schon ganz anders ausgesehen. Also gesehen bremst die Regierung den Entstehen von so einer nachhaltiger Wirtschaft, obwohl sie eigentlich den ganzen Tag davon erschwätzt. Weil wenn in die Gefahren bedenkt, die von Forschern und Umweltorganisationen am Kader vom Klimaschutz gefördert gehen, da sind die 5% erneuerbaren Energien, die Lützeburg aktuell vorzuweisen wird, nicht terribel dichtig. Am Gegenteil sogar wirklich traurig. Weil Lützeburg hat nämlich mehr Möglichkeiten, selber erneuerbare Energien anzusetzen. Das sieht das Fraunhofer-Institut am Rapport von 2016. Das sieht das auch der viel zitierten Rifkin-Rapport. Das Problem bei den 5% aktuell an dem 11%-Ziel bis 2020 ist aber, dass das ein relativ groß ist. Was das in absolutem Energieverbrauch bedeutet, hat etwas damit zu tun, wie viel Energie insgesamt zu Lützeburg verbraucht wird. Und das ist da ganz viel. Natürlich als großen Verbrauch bei den Betrieben zu sichern und dafür, mir nicht nimmer dafür, also doch richtig besonders die Siedlung von einem Google Data Center auf Frage zu stellen, den der Verbrauch zu Lützeburg quasi übernücht, mehr sehr gibt Beschleunigung, wie SpaceX-Rakete der Militärsatellit an den Weltraum geschossen wird. Den Hauptverbrauch von Energie bleibt aber am Transportsektor. Am Nanzia wird für drüben auch schon darauf hingewiesen, am Heiers für den Tanktourismus zu sichern. Das ist auch diesen Bereich, den der Gros von unseren CO2-Emissionen ausmischt.
an den Tanktourismus als eng Steuer nicht, an des Steuer nicht als ein ultimative Klimakiller. Darüber schwätzen wir, wenn der Pulmer für engem Jahr eng Etude präsentiert, kriegt und die aber bis lo zumindest Konsequenzen davon an den Terrain verschwunden als Mun am Dezember versprach krieg vom Noaltegkeitsminister Ugangs des Jahres gave die Regierung do mat Pisten a Propositionen kommen, mehr si immer März, mehr hunn bis lo abschiede Fall nach Neichteieren, aber mengen dat auch grad führende Wahlen dringend notwendig wie. Herr Präsident, für het einfach zu Summen zu fassen, egen ambitiös Investitionen an erneuerbare Energien zu Lützeburg an eng solid Reduktion vom Tanktourismus. Dommer hat man mal ein reelle Beitrag zum Klimaschutz gelegt. Als Statistiken aus den baltischen Ländern müsste man dann auch nicht mehr kaufen. Herr Präsident, Datei als an eiseneuen kenoaltische Projekt, an das K-Projekt, den die Energieautonomie von den nächsten Jahren von Lützeburg den DW-Kind abzeichnen, das ist der Gegenteil davon. Merci. Im Moment von der allgemeinen Diskussion, den Energieminister, den Herr